Ich muss etwas beobachten. Los geht's, Kollege. Aber Mika, dein Sohn ist geboren! Du bist jetzt Vater! Psst, hab ich gesagt. Hört auf mit dem Geschrei. Oder wenn ihr jemanden oben warnen. Oh, wenn ich das liebe, gute Nachrichten zu verbreiten. Kapierst du denn gar nichts? Du bist Vater, ein Papi, ein Vater, ein richtiger Vater. Ich bin Vater? Ich bin Vater! Juhu, ich bin Vater! Ich bin ein Papi! Eisbären, schnell weg! Hey, Kollege! Ich habe Ein Sohn! Ja, ich hab's doch gewusst! Ich habe einen Sohn! Mist, ausgerechnet jetzt. Das hast du ja prima angebracht. Ja, mein Glückwunsch. Der Kleine wird uns sicher viel Freude machen. Aufhören! Genug! Nein, bitte, jetzt langt's! Kann ich ein bisschen spielen, Mami? Ja, sicher. Aber nur nicht zu weit weglassen, verstanden? Versprochen. Eisbären in ihrer Wohnung. Übrigens, das gibt ja noch eine Revanche. Du meine Güte, wie schnell sie doch groß werden. Bist du bereit mitzuträumen und hast du die Lust mitzugehen? Hab keine Angst, ich bin bei dir und zu helfen und dir beizustehen. Wenn du bist, mein Freund, wohin du auch gehst, überall, jederzeit, ich lass dich nie mehr allein. Ein lässiger Köpfler. Meinst du das ernst? Danke. Eigentlich bin ich gar nicht gesprungen, Greta. Ich habe nur probiert, einen Fisch zu fangen. Ich glaube, einer der Fisch hat dich gefangen. Ja, so kann man es auch sehen. Da bin ich. Wollen wir zusammen etwas machen? Zum Beispiel? Wir könnten zum alten Iglu gehen. Schon wieder. Hast du eine andere Idee? Wie wär's mit Schwimmen? Schon 1 Jahr alt und du kannst immer noch nicht schwimmen. Ich bin schon als Baby geschwommen. Oder bist du etwa wasserscheu? Recht kalt. Vielleicht komme ich nachher zum alten Iglu. Die Welt ist furchtbar ungerecht. Nichts finden wir wunderbar. Alles ist schlechter, noch schlimmer als gestern. Und es wird nie besser sein.
Alles bleibt schlecht. Jahr aus, Jahr ein. Da hast du recht. Die Welt so zu sehen, das tut mir weh. Ich springe in den tiefen Schnee. Oh. Hey, was machst du da? Hey, Hä? lass ihn allein, er will nichts mehr sehen. Aber dann muss man doch nicht den Kopf in den Schnee stecken. Es langt doch, wenn man die Augen zutut. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, danke, du Schlaumeier. Los, gehen wir einen Platz suchen, wo man nichts sieht, wo nichts passiert. Niemand mag uns. Niemand will. Die sind dann komisch. Verstehe ich nicht. Warum sind die Lemminge immer so unglücklich? Wenn wir das wüssten, könnten wir ihnen vielleicht helfen. Hey, wartet! Ich zeige euch einen schönen Platz, da könnt ihr in aller Ruhe in den Schnee kumpeln. Hey, Lena! Halt! Mach doch. Zieh mir das Brett vor. Hör auf! Schau mal. Ah! Probier's doch auch mal, Lars. Ich weiss nicht so recht. Komm da. Hast keine Angst da. Ich habe keine Angst. Komm auch. Hey, warte doch! Schau. Ich verwünsche dich schon. Probier's doch. So, das hast du jetzt davon. Selber schuld. Hey, warte doch! Ich wollte doch nur Danke sagen. Guck. Hallo. Schau für dich. Für mich? Danke. Schmeckt gut. Ich heisse Robby. Hey, ich bin der... Greta. Lars, du redest einfach mit einer Robbe. Wir reden doch nicht mit Robben. Ja, weiss schon, aber Was aber? du kannst es doch niemandem erzählen. Auch meinem Vater nicht, oder? Ich gebe dir den Fisch. Schau, frischer Fisch, Greta. Vergiss es, Lars. Komm gescheiter jetzt gerade heim und mach dir keine Gedanken. Über meine Lippen kommt kein Wort. Siehst du? Danke, Greta. Schon recht. Robby? Wollen wir spielen? Hä? Wie manchmal habe ich es euch schon gesagt. Ich könnte einfach nicht singen. Schau. Tja. Ja. Da. Hey! Bist du nicht der Robby? Und du? Du bist doch gewiss der Lars, gell? Mhm. Ich glaube, ich trau meinen Augen nicht. Ein Robbe und ein Eisbär spielen zusammen. Was für ein außergewöhnlicher Tag. Ja, ein schöner Tag. Finde ich auch. Ich bin wirklich baff jetzt. Echt baff.
Unglaublich. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Du bleibst da. Ja, schon recht, du kleiner Schnurrli. Schau. Großmutter? Großmutter! Ja, Maneli? 3-mal darfst du raten, was ich heute gesehen habe. Nur 3-mal? Ja. Eine Schneerose? Nein. Da muss ich nachdenken. Ich hasse einen weißen Wal. Nein. Also, dann doch nicht ein Wal. Dann weiss ich wirklich nicht mehr weiter. Großmutter, einmal musst du noch röteln. Dann kann es nur noch eins sein. Ein Eisprinz auf einer Seekuh. Nein, kein Eisprinz. Es ist nur ein Eisbär und Ja? Und ein... Nein, ich will das lieber nicht sagen. Du willst mir sowieso nicht glauben. Da hast du recht, liebes Kind. Es ist dumm, wenn man etwas erzählt, das wahr ist, aber die anderen nicht glauben und einem auslachen wegen dem. Ja, ja, ich weiss. Oh, Großmutter, wieso weißt du das alles? Papi! Was ist? Mein Freund und ich machen gerade so ein tolles Spiel. Darf ich noch ein bisschen länger draussen bleiben? Bitte! Okay, von mir aus. Aber nur 5 Minuten, es ist schon spät. Danke, Papi. Eisbären Ehrenwort. Und ein grosses Robben-Ehrenwort. Danke vielmals. Was ist los? Das möchte ich auch gern wissen. Nein, aber auch, das ist Ein Robben? Wir sind gleich da. Mach ein bisschen, Robby. Es wird dir sicher gefallen. Wenn du das sagst. Schau mal, ich bin schon da oben. Mach schon, gleich hast du es geschafft. Und, wie gefällt's dir? Tolle Aussicht, gell? Oh, du hast recht. Kaum zum Glauben. Mein Vater hat mir den Platz hier gezeigt. Hey, was haben die vor? Oh nein, Lars, meine Eltern. Wir müssen etwas machen. Hey! Hey, hallo, hallo, passt passt auf! auf. Mama, Papa, weg, die Eisbären kommen! Hey! Lars, sie hören uns nicht! Hey, Mama, Papa! Sie hören uns einfach nicht! Mein Schneeballwecker! Ein Treffer langt und sie wachen auf. Lars? Haben wir es geschafft? Ich glaube schon. Der Jung von Mika hat einen Robben. Oh nein! Komm! Los, Lars! Komm! Aber ich kann nicht schwimmen! Schnell, sie kommen! Jetzt mach doch! Was wartest du? Weiter nicht. Hebt ja meine Flossen! Wir müssen unter dem Felsen durch!
Wo sind wir? Sind sie immer noch hinter uns her? Da sind wir. Ah! Kalle? Kalle? Was ist los? Also irgendetwas ist da faul, würde ich meinen. Aha. Entzüge. Ich weiß gar nicht. Sag schon, wo sind sie? Wer? Der Lars und sein Robbenfreund. Du hast 5 Sekunden. Ab jetzt, sag mir's. Pass auf! Los jetzt, hör uns ab! Würde ich meinen. Vielleicht sagst du jetzt zur Abwechslung mal nichts. Sie sind weg, Lars. Lars? Wo bist du? Hm? Lars? Lars? Hm? Tada! Lustig, gell? Schau mal, was ich da gefunden habe. Zum Beispiel der da. Hey, du hast mich voll verschreckt. Oder der da. Und ich kann das nicht ausstehen. Im Fall. Hey, schau mal, was es da alles gibt. Aha. Und Robby, sieht das nicht les aus? Sieht auch noch ziemlich weiss aus. Ich pack dich, pass auf. Oh nein. Oh doch, aus dir mache ich einen Schneerobben. Nein, nein, nein. Hey. Lass mal so vor. Du kennst mich doch. Ich bleibe ruhig, aber langsam geht mir Mika sein Sohn auf den Wecker. Mika sein Sohn macht einfach, was er will. Der tut noch blöd. Er meint, er könne sich alles erlauben. Ja, ich bin auch stinksuch. Er hat mich fast umgebracht. Das lassen wir uns nicht bieten. Dass ich nicht lache. Mein kleiner Lars ist so gemein zum grossen Kalle im Superman. Sehr witzig. Komm doch du mal unter eine Lawine. Ah, und das alles nur wegen den Robben. Stimmt's, Palle? Genau. Wir haben sie doch nur wollen
Ein bisschen auf Trab halten. Na, ist doch alles nur ein kleines Spiel und dein dein Sohn Sohn hat hat uns euch das das vermasselt. Egoisten, ihr denkt doch nur an euch. Ah, Schlaumeier Mika. Weiß immer alles besser. Schau gescheiter deinem kleinen Sohn, der tickt nicht richtig. So, das nimmst du zurück. Halt! Fertig jetzt! So können wir doch das Problem nicht lösen. Du redest mal ganz in Ruhe mit dem Lars. Und ich sorge dafür, dass der Vater vom Robby mal mit seinem Bub redet. Und ihr macht zuerst einmal ein Nickerli. Morgen am Morgen sieht die Welt dann wieder ganz anders aus. Also dann, ich wünsche dir eine nette Unterhaltung mit dem Sohn, Papi. Yep. Ja, dann halt, gehen wir. Der Papi von Mika wird die Sache schon in die Ordnung bringen. Tja, also, klar. Ich muss es mir jetzt einfach sagen. Da komme ich jetzt nicht drum herum. Klar. Lars? Ja? Wir müssen etwas besprechen. Hey, wo gehst du auch an? Ich möchte es lieber nicht hören, Papi. Bitte, Lars. Mach's mir doch bitte nicht so schwer. Ist es wegen Robby, hm? Ja und nein. Ich mag die kleinen Freunde wirklich sehr. Freut mich, Papi. Der Robby ist recht okay. Aber es gibt einfach gewisse Grenzen. Wieso Grenzen? Verstehe ich nicht. Nehmen wir mal zum Beispiel die Robben. Kannst du dir vorstellen, dass die einen Fisch als Freund haben? Nein, das geht doch nicht. Ja, siehst jetzt, genau das meine ich. Eisbären und Robben können nicht Freunde sein, das geht einfach nicht. Aber der Robby und ich sind Freunde. Und das geht, Papi. Wir dürfen nicht mehr Freunde sein. Ich weiss. Tja, dann ist es so. Pass gut auf dich auf, Robby. Du auch, Lars. Mach's gut. Tschüss. Lars, was machst du da? Ich fahre übers Meer. Übers Meer? Ja, an einen Ort, wo wir für immer dürfen Freunde sein. Wir segeln bis ans Ende der Welt. Du und ich. Bist du ganz sicher, dass es möglich ist? Glaub mir, niemand kann uns trennen. Nicht einmal unsere Väter? Nicht einmal die. Okay, wir fahren dorthin, wo uns niemand findet. Ei, ei, Captain. Alle Mann an Bord. Anker lichten. Und Segel setzen. Unsere Reise geht los. Die haben immer noch nicht kapiert, wodurch der Wind pfeift. So vor. Jedes Spiel hat doch seine Regeln. Das ist so klar wie dicke Krakentinte. Aber plötzlich kommen die zwei daher und stellen alles auf den Kopf. Ich würde sagen, und das alles auf unsere Kosten. Das meine ich auch. Ja, Rusjari, Tag für Tag klappt alles bestens, alles in Ordnung. Oder hat sich jemand von euch einmal beklagt? Ihr werdet nicht gefragt, depressive Heultante. Eicheier. Seht ihr? Und jetzt soll es nicht mehr wie früher sein. Und warum?
Nur wegen diesen beiden. Sie sind schuld. Was meinst du genau damit, sie sind schuld? Sie haben doch nichts anderes gemacht, als dass Freunde gsi sind. Und das können wir doch nicht verbieten. Ich schon. Getrau dich nicht, mein Sohn hat's lange. Hey, dort doch nicht, dort treffen wir nicht Kumpen, das ist viel zu gefährlich. Die finden wir wunderbar. Alles ist schlechter. Viel schlechter als gestern. Die Welt so sieht, es tut mir weh. Ich gumpe in den tiefen Schnee. Hey, schaut mal da. Hey, was bist du denn für ein komischer Vogel? Gestattet, mein Name ist Caruso. Ich bin ein Vogel. Tante, ich bin ein Vogel. Hey, mit euch einig. Also, was kann ich für euch machen? Kannst du das mit den Flügeln nochmal machen? Ja klar! Wackeln mit den Flügeln und Flüg, in der Luft ein kleines Blitz. Wackeln mit den Flügeln und Flüg, ein Stückchen zu deinem Glück. Wackeln mit den Flügeln und Flüg, nur Mut, es kommt schon gut. Wackeln mit den Flügeln und Flüg, das Leben ist doch wunderschön. Also, wenn's der Caruso geschafft hat, unsere Lemming endlich glücklich zu machen, müssten wir doch unser Problem auch können lösen, oder? Und wir? Tja, Wir wissen wie. Los, Robby, fangen wir einen Fisch. Gib mir ihn. Es kann sein, dass der kleine Fisch nicht satt macht. Aber wenn alle Robben einen Fisch fangen, dann sind das ganzen Haufen. ja, seht ihr? Da haben wir doch die Lösung. Logisch. Die Robben tun euch die Fisch fangen und ihr... Und wir beschützen die Robben. Und vor wem? Von uns? Jetzt können wir alle für immer Freunde sein. Okay, das sind die neuen Spielregeln. Gut gemacht, Lars. Ich bin wirklich baff. Oh, ein Eisbärmädchen hat sich verliebt. Äpfelfest. Juhu! Zeit fürs Morgen, Freunde. Die Robben fangen für die Eisbären Fisch, mögt ihr euch noch erinnern? Also los, aber ein bisschen alle. Wie die abhauen. Ich glaube, die Spielregeln gefallen mir. würde ich auch meinen. Was? Hey, schau jetzt. Was machen wir? Satan! Ja! Yippie! Habt dich gut fest. Okay.
Ist der Lars da? Was? Der Lars, ist er da? Aber ich habe gemeint, er sei mit dir zusammen. Nein, doch, schon, aber er ist verschwunden. Oh nein, wir müssen ihn suchen. Lars! Lars! Bist du da? Er hat sich sicher noch versteckt, oder? Siehst ihn du? Nein. Nein! Nein, ich sehe ihn nicht. Greta, und du? Kannst ihn du sehen? Auch nicht. Aber was ist passiert? Papi? Papi, wo bist du? Papi! Hallo, Papi, wo bist du? Papi, hörst du mich? Papi! Niene. Sofo? Schau da, der kleine Robby. Was ist passiert, Sofo? Sie ist gebrochen, nehme ich an. Und dann? Dann ist der Lars wahrscheinlich auf einer Eisschollen abgetrieben. So wie der Wind bläst. Immer nach Süden. Immer nach Süden. Hey, Pinkels! Ihr müsst doch nicht gerade den Kopf in den Schnee stecken. Da ist ein Gruso. Ja, Sport. Ich komme zurück und keine Hoffnung. Wo ist das Problem? Der Kleisbär ist verschwunden. Aber nein, er kommt zurück. Ganz, ganz sicher. Bist du ganz sicher? Ja, ja. Ich hoffe es. Hoffen ist immer besser als verzweifeln. Darum darf man nie im Leben aufgeben. Ja! Einmal aber, einmal Uhr. Im Leben brauchst du ein bisschen Mut. Willst du immer oben sein, dann sollte ich schon ein Vogel sein. Sollte ich schon ein Vogel sein. Oh nein! Einmal aber, einmal Uhr. Alles kommt im Leben gut. Tanzen, springen, hopsasa. Das Leben ist doch wunderbar. Einmal aber, einmal Ruhe. Mach dir keine Türe zu. Einmal traurig, einmal froh. Hoffnung nimmt uns sowieso. Einmal aber, einmal Ruhe. Mach dir keine Türe zu. Mach dir keine Türe zu. Mach dir keine. Hallo, ich. Oh, eine kleine Robbe klettert bis auf unseren Felsen nur. Nur um uns zu besuchen, Leute. Da steckt doch sicher etwas dahinter. Könnt ihr mir helfen, bitte? Ja, schon gut, Schätzi. Kannst du uns wenigstens die Richtung angeben? Ja, in Süden. Hilfe! Kann mir jemand helfen?
Hallo. Warum versteckst du dich dann vor mir? Ich bin's doch nun, der Hippo. Komm doch, klettern einfach auf dem Hippo seinen Rücken. Ist unter Wasser auch so farbig? Das ist mein Lieblingsplatz. Da sitze ich jeden Abend, bewundere den Sonnenuntergang. Und, wie gefällt's dir da? Was ist? Oh, ich denke gerade an mein Zuhause. An Schnee, an Papi und Mami und der Robby. Ich wünschte mir, sie wären auch da. Aha. Heimweh. Alles klar. Kann ich verstehen. Ist doch völlig in Ordnung, wenn man Heimweh hat. Dann findest du mich nicht ein Sledge, Baby. Ich? Was soll denn der Blödsinn? Komm mit, morgen fragen wir den Drago. Der kann sicher helfen. Der Drago? Wer ist das? Hippo? Aha. Wer wohnt echt so hoch oben? Oh ja, hoffentlich ist er da. Also, probieren wir's. Drago! Ich habe da einen kleinen weißen Freund, wo wieder in seine Heimat zurück will. Das ist der Drago. Ja, das ist er. Übrigens, würdest gerne mal fliegen? Das Fliegen? Ja, bist schon bereit? Da ist er. Tschüss, Lars. Tschüss. Tschüss. Und eine gute Heimreise. Danke, Drago, dass du mich wieder heimbringst. Schon recht, nichts zu danken. Aber heim bringe ich dich nicht. Ich bleib lieber im Süden. Weisst, was einem Adler nicht passt, könnte dem Orca gerade recht sein. Tschüss. Auf Wiedersehen, Drago. Endlich darf ich wieder heim.
So, jetzt geht's heim zu, kleinen Eisbär. Los, weiter geht's. Wir müssen ihn finden. Tut mir leid, wir mögen nicht mehr. Wir sind fix und fertig. Völlig groggy. Gebt doch noch nicht auf, bitte. Was meint ihr? Schon gut. Hey, Lars! Wo? Mir glaubt's kaum. Da ist der Lars. Ja, richtig. Lars? Wir haben gefunden. Lars! Lars! Hier ist es denn so im Süden. Traumhaft schön. Lars! Robby! Lars, schön bist du wieder da. Ah, ich habe dich echt vermisst. Ich dich auch. Das nächste Mal musst du mich dann aber mitnehmen, gell? Versprochen. Caruso! Hopp! Schnell! Passieren, Lena! Schneller! Ja! Lars, da ist er. Mika, schau, unser Bub ist wieder da. Hi Mami, hi Papi, da bin ich wieder. Lars! Papi! Mein Bub, unglaublich, du kannst ja schwimmen. Ja, super, gell? Hat mir der Hippo gelehrt. Mach's gut, Lars. Tschüss, Orca. Viele Grüße an Drago und meinen Freund Hippo. Psst. Hey, Lars, Lars. Greta, Pips, Lena. Wir wollten dir nur sagen, wie froh wir sind, dass du wieder daheim bist. Ich bin auch froh. Lars, Lars, wir finden dich sehr mutig. Wirklich? Danke. Schau mal, unser Held ist eingeschlafen. Dann gehen wir jetzt. Gute Nacht, Lars. Gute Nacht, Greta. Schade, dass du nicht dabei bist. So viele Farben. Und mein Freund der Hippo. Weit, weit weg. Am Ende der Welt. Soll das ein Witz sein? Glaubt ihr, mögt sich einfach nicht mehr an unsere Spielregeln erinnern? Was? Die machen nur das Gespässli. Okay, dann halt mal die Vorspeise. Und wo bleibt der Hauptgang? Es tut uns leid, es hat nicht mehr. Das ist doch nicht euer Ernst. Tut mir leid, kleiner Schnurrli. Heute gibt's keinen Fisch. Nicht einen einzigen Fisch in dem grossen Meer. Ist es wahr?
nicht ein Fisch. Sie sind einfach verschwunden. Der Lars hat recht. Wir gehen in die Siedlung und finden heraus, ob sie dort auch keinen Fisch haben. Oh, deine Eltern werden dir aufs Füdli geben, wenn sie es merken. Aber Greta, du... Keine Angst, Lars. Meine Lippen sind geschlossen. Siehst du? Und unsere auch. Ja, zugeschlossen wie eine Muschel. Hey, Lars. Sind die alle leer? Das gibt's doch nicht, Robby. Nichts drin. Da auch nicht. Lars, und jetzt? Reg dich nicht auf. Das hat's doch niemand gehört. Hey, sind ruhig. Ganz ruhig. Ich komme schauen. Wow. Wir haben einen kleinen Gast. Fein. Prima. Du bist doch der mit der kleinen Robbe. Mal schauen, ob ich etwas für dich habe. Viel habe ich nicht mehr. Etwas Besseres hat er nicht anzubieten. Wir sagen diesen Fischstäbli. Willst du mal probieren? Da? Ah, ich verstehe. Ich fange auch keinen Fisch mehr, genau wie mir. Ja, Großmutter. Du musst keine Angst haben. Warte, ich bringe dich nachher zurück. Ich komme. Das schwarze Maul nimmt uns alles. 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 Von daher findest du den Weg allein, oder? Du bist ja schon ein lieber kleiner Schatz. Schau. Macht's gut. Ja, da bist du. Hä? Wie hast jetzt du mich gefunden? Schau mal deine leuchtende Nase. Wie meinst du jetzt das? Weil sie denk leuchtet. Was?
Komm, wir gehen heim. Kalle. Ja. Ich habe Hunger. Ich auch. Was ist los? Ja, was ist los mit dir? Mir ist eben gerade etwas in den Sinn gekommen. Wenn die Robbenfeuer jetzt auch nicht mehr Fisch fangen, dann gelten wieder die alten Spielregeln. Meinst du, bin ich vielleicht zu wenig streng gewesen? Mach's gut, Robi. Lars! Lars? Ja, Papi. Du hast einen riesen Blödsinn gemacht. Du darfst nie ins Siedlung gehen. Das ist kein Ort für uns und wird es auch gar nie sein. Kannst denn du das einfach nicht begreifen, dass die Menschen gefährlich sind? Und haben sie nicht auch noch das Meer leer gefischt? Nein, Papi, sie fangen auch nichts. Ihre Netze sind leer. Das glaube ich nicht, Lars. Aber du musst mir's glauben, Papi. Sie sagen, das schwarze Maul frisst alles. Lars, so einen Blödsinn habe ich noch nie gehört. Das ist kein Blödsinn, Papi. Mein Eisbären. Lars! Gut, du musst mir's ja nicht glauben. Und trotzdem ist es die Wahrheit. Lars? Lars! Lars, komm doch zurück. Komm jetzt zurück. Lars! Es ist wieder wie früher. Ja? Halten wir sich ein bisschen auf Trab. Die haben doch Freude am Spiel. Ja klar, also los geht's. Warte mal, was passiert da? Wo ist der Lars? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Mach dir keine Sorgen, Papa. Der Lars holt uns da sicher raus. Warte nur, ich lock dich zum grossen Felsen. Dann tätschst du dran an und gehst unter.
Mika, dort ist er. Lars! Lars! Komm zurück! Komm doch zurück, Lars! Greta, Lena, geschwind! Ein schwarzes Monster! Es hat Robben verschluckt und jetzt ist es hinter dem Lars her! Ein Monster? Ja, wenn ich dir sage! Und du erzählst keinen Blödsinn? Wir müssen dem Lars helfen! Wir kommen sicher zu spät! Greta, schnell, nimm das Brett und komm hinten an! Ja! Warte, nimm mich mit, Greta! Los geht's! Du lieber Lars, wir kommen! Bahn frei! Caruso! Caruso! Schnell! Da oben! Was ist denn jetzt los? Der Lars wird von einer schwarzen Ungeheuer gejagt! Wo? Oh nein! Ich muss den Bub retten! Ihr bleibt da! Nur nicht aufgehen, Lars! Ich bin schon auf dem Weg! Ich komme! Aus dem Weg! Gang weg! Lars, Hilfe! Ich bin ein Vogel! Ich bin ein Vogel! Hey, hat's dir etwas gemacht, Caruso? Komm doch, Lars! Komm mich doch!
Hi nochmal. Hat gerade noch gelangt. Danke, Greta. Und wie steht's? Ist bei euch alles okay? Alles klar. An Mika, sein Sohn. Wer hätte das gedacht? Ich hab's immer gewusst. Der kleine Bär wird uns allen viel Freude alle machen. Würde ich auch sagen. Unser Lars, er hat's geschafft. Mein Kleiner lebt. Wo ist der Caruso? Schau mal, da ist er. Danke, Caruso. Ja. Danke. Unglaublich! Was für ein Tag! Danke, Lars. Ja, danke. Das Leben ist grandios. Die Welt ist famos. Alles ist wunderbar. Viel besser als gestern. Ja, klar. Lars, du bist der Größte. Er ist halt ganz wie der Vater. Lars? Großmutter! 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 Ja, Manili? Großmutter! Ich hatte einen komischen Traum. Und in diesem Traum hat es einen kleinen Eisberg gegeben. Und der... Nein, ich will das lieber nicht erzählen. Ja, manche Träume werden eben wahr, Manili. Werden wahr? Dann ist mein Traum... Ja, yippie! Er hat es geschafft! Mein kleiner Freund hat es geschafft! Juhui! Hoi Lars. Ich möchte mich noch bei dir bedanken. Unser Lars, der grosse kleine Eisbär. Mach's gut. Und pass immer auf dich auf. Versprochen, gell? Hey, deine Nase leuchtet ja schon wieder. Komisch, aber der Robby hat recht. Deine Nase leuchtet wirklich. Hey, findet ihr das lustig? Lacht nur über mich. Warte du, euch bitte schon. Oh Lars, du bist der beste kleine Eisbär, was es gibt. Playing with my heart, yeah.
schon gehört, wie Wale singen und gesehen, wie hoch Delfine aus dem Wasser springen? Wie zärtlich Eisbären zu ihren Kindern sind? Hast du dich mal gefragt, wie schmeckt der Wind? Wie fühlen Blumen und wie schlafen Steine? Sind wir im Weltraum wirklich ganz alleine? Können Bäume denken, wie summen Bienen? Und spielen Robben viel mit Pinguinen? So viel gibt es zu entdecken, weil hinter allen Ecken immer 1000 neue Wunder stecken. So viel gibt es zu erleben und überall wird es treue Freunde für dich geben. Komm mit